Sie arbeiten dort, wo andere Ferien machen. Die Skilehrer von Schule im Unterengadin, an der Heimat vom Schauenursli. Mitten im Sturm hat Nina Maruk ihre Premiere als Skilehrerin. Und dann passiert's. Mir fehlt einer schon. Ein Kind verloren. Das ist der Albtraum von jedem Skilehrer. Der Johnny Putzi geht bei diesem Wetter direkt ins Après-Ski. Johnny, da hast du mal durchgeschnitten, ja? Ja, da habe ich mal durchgeschnitten. Soll ich die Geschichte euch erzählen? Nicole Jeanette ist gefordert. Sie trainiert mit dem Skishow-Team von Schule zu fahren in Formation. Das ist gefährlich. Wenn ich die Formation nicht auswendig kann, dann kann ich die ganze Gruppe mit mir eben stürzen. Sie alle leben für eine Saison in den Bergen, für ihre Leidenschaft Skifahren. Das ist SRF bei den Leuten, die Skilehrer. Das Schloss Tarasp, das Wahrzeichen vom Unterengadin, ist frisch eingeschneit. Endlich. Lange musste man zur Schule auf den Schnee warten. Die Saisoneröffnung ist sogar auf der Kippe gestanden. Aber das ist Schnee von gestern. Heute ist es ein Skitag wie aus dem Bilderbuch. Der Johnny Putzi ist schon seit Jahrzehnten Skilehrer in der Schule. Er freut sich auf seine Stammgäste. Ja, natürlich, die Gäste, die ich bekomme, das sind ja 5 Frauen, 6 Frauen habe ich. Ich weiss schon welche. Die kommen immer zu mir und dann ist da ein paar Männer noch. Und lustige, ich weiss schon, die haben heute schon später gekommen. Hier oben stürmt es und ist es extrem kalt. 20 Grad minus zeigt das Thermometer an. Darum wollten die Stammgäste von Johnny später auf den Berg. Ja, jetzt ist es stürmisch. Jetzt ist so richtiges Winterwetter. So wie es sein sollte. Ja, hallo, guten Morgen. Wie haben wir gut, ne? Gut geschlafen? Ja, gut geschlafen. Ja, Frau. Schon weggeflogen. Ui, lass alle heute. Oh, pass schön auf. Pass schön auf mich auf. Hör mal. Oh, furchtbar ist das ja, der Wind. Ja, der Wind. Es freut mich, wenn wir eine schöne Woche verbringen. Ha? Jetzt wollen wir, glaube ich, nicht mehr aufwärmen, wir fahren. Jawohl! Machst du den Lumpensammler? Lumpensammler. Ja. Weißt du, hinter jemand umfällt, einander helfen aufstehen. Ja, komm, hau rein, Johnny. Lumpensammler ist immer wichtig. Ja. Frauen hinter mir und die Männer hinten irgendwo. Ja. Klar. Der Johnny weiss, wie er seine Truppe bei Laune behaltet. Eine Woche lang ist jetzt Skifahren und Après-Ski angesagt. Ski abziehen, ha? Die junge Skilehrerin Nina Maruk hat im Kinderland ganz andere Sorgen. Die kleine Marco hat es noch nicht einmal auf die Piste geschafft. Nächste. Es ist der erste Einsatz von Nina. Sie ist gespannt auf ihre Kinderklasse, die sie eine Woche lang unterrichtet. Meine erste Klasse war schön, wenn es alles Engel war. Das ist aber, ich glaube, auch nur eine Wunschvorstellung. Nein, eine lustige Gruppe, gut motivierte Gruppe. Nicht gerade zu gross, so 6 bis 8 Leute. Aber wir sind jetzt halt in der Hochsaison, jetzt kriegt man was, muss man nehmen, was kommt. Im Kinderland, quasi im geschützten Rahmen, machen die Kinder die ersten Bögen. Oder probieren es zumindest. Ein paar Mal ist Nina mit ihren Kindern im Kinderland herumgekurvt. Jetzt will sie auf die richtige Piste. Was Nina noch nicht weiss, hier oben stürmt es so richtig. Minus 20 Grad,
Sturmböen und eine Klasse von 8 Kindern, die kaum Skifahren können. Nina ist gefordert. Weit kommt die Gruppe nicht. Sarah ist mit der Marco zusammengetatscht. Zu den anderen anstellen. Hoppala! Uiuiui. Sarah, gehst du zu den anderen dort runter? Warte. Oh no! What happened? Es sieht zum Glück schlimmer aus, als es ist. Beim Sturz hat sich niemand weh gemacht. Aber die Minustemperaturen machen Nina langsam Sorgen. Ja, ich habe eine relativ junge, kleine Klasse und ja, sie haben alle kalt und es ist windig und ja, können jetzt mal etwas Warmes trinken, glaube ich, es geht so nicht. Okay, könnt alle nachkommen? Bis zum nächsten Sturz geht es nicht lang. Und es kommt noch schlimmer. Mir fehlt einer schon. Der Albtraum von jedem Skilehrer. Ein Kind fehlt. Und das ausgerechnet bei diesen Wetterbedingungen. Schön langsam. Der Johnny Putzi hat seine Schützlinge noch beieinander. Aber die wollen bei diesem Wetter auch nicht mehr so viel von Skifahren wissen. Aber du bist nicht müde. Ich bin nicht müde. Dein allgemeiner Zustand, also 20-Jährige, wirklich. Ja. Das ist unglaublich. Ja, das sagen die Frauen auch immer. Ja, ja. Nein, jetzt habe ich Deine schwache Stelle, ist es klar. Ja, gell? Mach nichts, Nelly. Der Johnny weiss, was seine Gäste wollen. So, jetzt kann man einkehren. Es ist kaltes Wetter, wir müssen einkehren. Die Lawinengefahr steigt von Minute zu Minute. Wir müssen einkehren. An die Wärme möchte am liebsten auch Nina Maruk mit ihrer Kinderklasse. Sie sucht aber immer noch das Kind, das fehlt. Ja, aufstehen, schnell aus dem Wind raus! Gehst runter zu ihnen! Die Stimmung passt sich den Temperaturen an. Das wird noch ein Krampf für Nina. Après-Ski ist für Johnny auch immer die Gelegenheit zum Geschäften. Jetzt, ich tue den Käse hier, meine Gäste, probieren gehen. Dass sie auch wissen, was ein guter Bündner Alpkäse wert ist. Und dass sie kaufen den bei mir am Freitagabend, wenn ich Versuche gebe. Und wenn ich nicht gebe, kaufen sie keinen. Die haben Angst, das ist nicht gut. Und ich bin dann auch nicht zu gütig, um denen zu geben. Weißt? Oh, jetzt haben wir noch eine Überraschung da. Jetzt habe ich noch einen anderen Käse. Ah, schön Käse. Vorsichtig, vorsichtig. Ja, brauch keine Angst haben. Ja, der schmeckt man. Wie Füße, gell? Wollte ich gerade sagen. Ja, schmeckt, aber ein Käse, der nicht stinkt, ist nichts wert. Weißt du, dass die erstmal durch die Jauche durchgerollt werden? Ja. Damit die auch den Geschmack. Der Johnny ist im Sommer Alpler im Prättigau. Darum hat er immer Alpkäse zum Verkaufen dabei. Wir haben noch mehr, wir haben noch mehr. Es ist ein kleiner Zustupf, aber halt nicht unbedingt vom Käse, sondern von dass ich alle gearbeitet habe und dass die Leute gerne kommen. Darum ist das ein Zustupf, weil die Leute kommen. Das ist dann auch so ein Geben und ein Nehmen. Also ich kaufe das Stück Käse natürlich hier von meinem Freund, der Skilehrer, weil es toll schmeckt, weil es super ist und es ein Erinnerungsstück ist sozusagen aus dem Urlaub. Deswegen finde ich das super. Macht Spaß. Also Käse essen und so, an den Urlaub denken, an die Gruppe denken, ist perfekt. Es ist wirklich so, ja, wenn du ihn dann da liegen hast und isst davon, dann denkst du an die schöne Zeit hier mit der ganzen Truppe, mit dem Johnny. Es macht halt immer viel Spaß und ja, er schmeckt uns gut. Warte. Hast du dich geschnitten? Ja, schon wieder. Schon wieder. Aber Johnny, was machst du? Ja, ich bin immer beim Käse schneiden, weil mein Messer ist so scharf, schärfer als ich. Und das ist...
Ja, weißt du, das muss auch gesagt sein, oder? Ja, das müssen wir wissen, Johnny. Ich habe nur ganz wenig, aber das kann passieren, weißt du. Ja, ein bisschen Verlust ist immer. Jetzt die Wunde. Ärzte ohne Grenzen hier. Aber eine geben es ausgeweitet. Da. Oh, ich bin Arzt gewesen früher mal. Johnny, da hast du mal durchgeschnitten, ja? Ja, da habe ich mal durchgeschnitten. Soll ich die Geschichte euch erzählen? Noch? Erzähl, wie die Geschichte ist. Da muss ich euch erzählen, die Geschichte da von dem Finger. Oh, schau mal Lawine gerade an. Das ist ein Schneebrett. Du hast gesehen? Hä? Und einer ist unten rein. Der hat ein Glück gehabt. Kannst bis dort vorne vorausfahren und ich verfolge dich. Nachher können wir anhalten. Ist gut? Bis dort vorne. Nicole Jeanette ist Skilehrerin und Ausbildungsleiterin der Skischulschule. Sie betreut die exklusiven Gäste. Wie die kleine Sophie. Ihr Vater hat einen hohen Posten. Er vertritt in den USA die Schweiz beim Internationalen Währungsfonds. Yeah! Jetzt lernen wir, dass du noch schneller fahren kannst. Und noch besser, dann können wir mit Papa davon fahren. Okay. Nicole unterrichtet gerne Kinder. Besonders wenn es solche sind, die schon fahren können. Nicht so wie bei Skilehrerkollegin Nina. Ey, super! Mit den Kindern gefällt mir, dass die so Freude zeigen, dass sie wirklich dass sie keine Angst haben, wie einmal die Erwachsenen auch. Und Kind bin ich einfach die Beste und das Vorbild von denen. Gell? Ja. Nachher machen wir ein Rennen. Wer zuerst dort durch ist, hat gewonnen. Ready, set, go! Rennen fahren. Das war früher die Welt von Nicole. Sie hat Spitzensport gemacht. Aber diese Zeiten sind vorbei. Wer kommt denn da? Wir haben ein bisschen Verspätung. Ja? Wir haben noch Walzer tanzen. Ist gegangen. Gell? Es ist eigentlich super gegangen. Ja. Super gegangen, gell? So viel Spaß wie heute haben wir fast nie gehabt. Ja, man ist einfach ein Vorbild. Das ist das Schöne daran. Sie machen dir alles nach und am meisten ist der Skilehrer ist ein Star für Kinder. Das genieße ich, ja. Hoi Nicole. Hoi. Ist gut gegangen mit Sophia? Ist super gegangen. Der Clan Neuhaus, der Chef der Skischule, weiss, was er an Nicole hat. Am Gast können zeigen, wie es geht. Und das ist sicher die Stärke von ihr. Und das kommt sicher auch noch von früher, wo sie noch Skirennen gefahren ist. Also die haben einfach drauf, wie man unterrichtet, methodisch und zeigen. In der Palma-Bar ist der Johnny Putzi seinen Gästen noch Geschichte von seinem Finger schuldig. Auf der Jagd bin ich da gelaufen mit dem Gewehr, weißt? Und plötzlich ging ein Schuss los. Und ich hatte keinen Finger mehr. Oh je. Habe mir selbst den Finger weggeschossen. Oh je. Ich war dann so und dann konnte ich nicht mehr. Ich dachte, wo ist der Finger? Dann sehe ich ihn liegen so über dem Wildbach drüben. Sehe ich etwas Rotes und so fernrot, so mit dem Spiegel. Ui, da hole ich mir. Und wo ich überspringen wollte, kam der Bergadler runter und schnappte mir den Finger weg und schießt mich dann schon. Nein, wirklich? Johnny, das ist kein Spaß. Ehrenwort. Ja. Die Geschichte ist natürlich wahr, als ich ihn vorgeschossen habe auf der Jagd. Das passiert manchen Bündnerjäger. Ich kenne 6 Bündnerjäger, die mit auf der Jagd mit Unvorsichtigkeit und Gewehr. Darum sage ich heute jedem, den Lauf aufheben und so anhängen. Ich war noch jung damals und wie man halt ist, man passt wenig auf. Das, was wahr ist an der Geschichte, dass er da die 3 Stunden noch ins Tal gelaufen ist mit diesem blutenden Finger. Und irgendwo, ich denke, wenn einem sowas passiert, hat man ja wie so einen leichten Schock, oder? Und der Johnny hat es aber dann bei den Jägern betäubt.
mit ein wenig Alkohol von innen. So, und irgendwo hast du das aufgrund dessen, denke ich, ganz gut ertragen, bis zum Spital zu kommen. Und da haben sie dich dann behandelt. Ne? Und was haben Sie dann aber da gemacht, Johnny? Ja, dich direkt versorgt? Ich kam da ins Spital rein und dann musste ich die Schuhe ausziehen. Da habe ich gesagt, ja, ich habe nicht die Füße kaputt, ich habe meinen Finger kaputt. Draussen wird es wie garstiger. Und mitten im Sturm ist Nina mit ihrer Anfängerklasse. Willst du den Bugs Bunny am Boden und nimmst ihn wieder auf? Machst du es so? Ich habe jetzt eigentlich nicht so kalt, aber die Kinder haben wieder ziemlich kalt, habe ich das Gefühl, zum Teil. Aber wir fahren jetzt noch einmal rauf und kommen runter und dann gehen wir schon etwas trinken. Endlich ist der erste Einsatz als Skilehrerin im Sturm überstanden. Nina ist ein bisschen auf den Stümpen. Aber ganz gleich. Ich bin sehr froh, habe ich eine Pause. Also, heute Morgen, ja, das war das erste Mal als Skilehrerin. Es ist schon anstrengend, es ist nicht einfach nur Skifahren. Der Chef weiss, dass das ein harter Einstand war. Heute haben mir 2 Skilehrerinnen gesagt, ja, sie haben den anders vorgestellt. Ich habe gesagt, ja, der Skilehrerjob ist wunderschön, aber es ist dann auch, ja, sie haben eine grosse Verantwortung mit den Kleinen. Und das ist dann nicht nur ein easy Job. Also das ist ein harter Job und vor allem bei dem Wetter noch viel härter, als wenn es schön und kein Wind geht. Ja, für meine Gäste, die ich hier am Schlossabend, am Skilehrerabend, kann man Galen nehmen und dann kommen die Teller auf den Tisch und ich tue dann einen Gästen den Herren so. Und dann schreibe ich drauf, dem Sonja sowieso, Erinnerung an Engadin 2015, viele Grüße oder nicht mal einfach Gruß Johnny. Skilehrer Johnny. Zeichnen ist mehr als nur ein Hobby von Johnny. Seit Jahrzehnten arbeitet er durch den Sommer als Älpler und im Winter als Skilehrer. Reich wird man da nicht. Und eine richtige Altersvorsorge hat er auch nicht. Darum zählt jeder Zustopf. Sie geben mir Trinkgeld. Mehr sie will. Und ich nehme die gerne an. Die Trinkgelder kann ich gut brauchen. Ja, kann ich mal mehr in den Ausgang gehen und ja, ich nehme das gerne. Und wenn sie nicht gehen, ist auch gleich, aber die gehen immer. Ja, die freuen sich ganz verrückt. Ja, man nimmt es schon gerne. Ja, ich sowieso. Ich verdiene nicht so viel. Ich habe eine Pension, AHV, aber verdiene da nicht so viel, weil wir haben, als Halbhirte hast du keine Pension, Kasse. Und die müssen keine Pension zahlen, was unter 95 Tage ist, die Bauern. Und dann habe ich halt jetzt die 40 Jahre keine Pensionskasse gezahlt. Ja, ein bisschen Nebenverdienst, nicht? Ja. Im Münstertal ist heute Tour de Ski, ein Langlaufrennen. Nicole, hoi Nicole, kannst du die zwei einstellen und ich schnell zum Start über dort. Dort muss der Schnee weg und mit Wasser begüssen. Aus, ciao. Nicole Jeanette hilft hier aus. Ja, Nicole ist das Mädchen für alles. Sie muss einfach überall dabei sein, wo wir sie brauchen. Wir sind sehr zufrieden mit ihr. Sie ist sportlich, sie ist schnell und nein, das geht tipptopp. Da können mithelfen bedeutet mir, dass ich eigentlich auch eine Münstertalerin bin. Und das ist eigentlich selbstverständlich, wenn da etwas im Tal ist, dass man da mithelfen tut. Nicole bindet den Athleten Transponder an. Mit denen werden Trendzeiten erfasst.
Der Münstertaler Dario Cologna ist der grosse Favorit und Star. Mit ihm hat Nicole früher trainiert, wo sie selber noch Spitzensport gemacht hat und Skirennen gefahren ist. 23. Hi. Oh, so weit. Buona Fortuna. Ja, jetzt habe ich gerade am Dario das Ding hier angefesselt. Er ist eigentlich ganz cool drauf. Und ja, es ist schon ein komisches Gefühl, aber cool. Ja, es ist schon eine Ehre, dürfen dort beim Start sein und mal die Werte anfassen von diesen Superathleten. Und ja, das darf nicht jeder machen. Support bekommt der Dario Cologna von seinem Fanclub. Dort dabei ist der Josef Genet, der Vater von Nicole. Ciao. Spitzensport wäre ihr Traum gewesen. Ich glaube, im Spitzensport ist es sehr schwierig, den Schritt zu machen im Kader. Und es sind so viele, die gut sind. Und ich denke, ich bin ein bisschen Chaotin und bin an den Trainings eigentlich immer gut gefahren. Und sonst an den Rennen habe ich zu viele Fehler gemacht. Und dann hat die Leistung halt nicht gestimmt und das Resultat auch nicht. Ja, schade ist, dass sie nicht weiter Ski gefahren ist. Das ist sehr schade. Wir haben viel Zeit investiert, vor allem. Aber jetzt habe ich mich abgefunden mit dem. Aber sie ist ja im Skisport geblieben. Sie hat ja alle Skilehrerinnen gemacht, alle Ausbildungen da. Und die ist glücklich jetzt als Skilehrerin in der Schule. Das ist sein Leben. Der Dario Cologna startet als einer der Favoriten. Ich weiß genau, wie er sich fühlt vor dem Start. Man hat nur das Gewinnen im Ziel, im Kopf. Und ja, es ist schon noch speziell. Ich habe es eigentlich auch gerne gemacht. Hopp, 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 hopp! Richtig, Rang 4 für Jönsson. Vierte Platz Jönsson. Und der Dario ist unterwegs mit 22. Ja, ein bisschen fehlt mir das schon, aber ich habe mit dem Skilehrerin habe ich das gut können, eigentlich ausbalancieren. Und dann fahre ich auch Meisterschaften noch mit und jetzt Demo-Team und das ist genau wieder der Kick, den ich immer brauche. Und dann startet der Norweger Dyrhaug. Hier kann man viel verloren. Für Dario Cologna. Schafft er die 30 Besten das Sonntag. Aber ein schönes Tag, ne? In der Schule ist der Südtiroler David Frank über den Mittag mit Privatgästen unterwegs. Am Morgen und am Nachmittag hat er daneben noch eine Skiklasse. Das heisst, unterrichten ohne Pause. Ich bin eigentlich schon froh, wenn ich privat habe, weil das bedeutet auch ein bisschen mehr Lohn. Und als Student kann man das gut brauchen. Neben der Piste studiert der David Zwien Agrarwissenschaften und bauert daheim im Südtirol. Skilehrer ist sein Ferienjob für das Studium. Und was meinst du? Hat es geholfen? Und was für beide wichtig ist, ist die Körperhaltung. Gell? Du, Michel, machst noch ein bisschen so, du tust noch ein bisschen zu viel anwinkeln. Lass nur ein bisschen fallen, die Arme. Und ein bisschen nach vorne. Du auch. Mach gerade mal im Stand so. Ein bisschen runter und nach vorne. Ein bisschen in die Knie gehen. Frederik auch, gell? Du bist noch ein bisschen starr, habe ich das Gefühl. Und das gilt für dich auch, Michel, gell? Ein bisschen in die Knie runtergehen. Durcharbeiten. Das heisst zwar ein volles Portemonnaie, aber ein leerer Magen. Das nicht essen, das ist jetzt nicht so. Dann esse ich halt mal nichts. Esse halt am Abend ein bisschen mehr.
Das ist jetzt nicht das Problem eigentlich. Ein bisschen Hunger habe ich schon, aber ist egal. Normalerweise fährt der David nach dem Arbeiten heim ins Südtirol auf seinen Hof. Heute steht aber etwas ganz anderes auf dem Programm. Schau da, Ronaldo! Hey! Hey! Dunger im Tal hat der Gast von Johnny Geburtstag. Robert! Komm her! Hack ihn mal an! Schön hoch! Hey! Ja, hey! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, alter Robert! Happy birthday to you! Super, danke! Der Johnny macht rundum Betreuung. Auf und neben der Piste. Das mache ich immer. Schauen, wenn es etwas hat und auch krank ist, gehe ich ins Spital besuchen oder Geburtstagskuchen organisieren oder was auch immer. Ja, das mache ich schon. Das gehört dazu. Meine ich halt nicht. Und die Leute haben immer Freude. Okay. Und wenn der Johnny festet, der geht die Post ab. Er kennt seine Gäste. Zusammenheben! 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 Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Du, da ich ja jedes Jahr an diesem Tag Geburtstag habe und wir eigentlich jedes Jahr auch hier sind, haben wir schon immer eine nette Feier gehabt. Irgendwas zu trinken. Geht's immer. Hey, super. Oh, nochmal hier. Ja, nochmal. Johnny, vielen Dank nochmal. Super Geburtstag, immer wieder schön im Schnee. Klasse. Nein, ich bin schon Skilehrer. Nebenbei bin ich schon konsequent, aber man kann da nicht immer da den Sommerpick auf diesen Leuten. Wir sind der Gast, ist bei mir König und nicht ich. Und das merken die schnell und das sind halt bald mal zufrieden. Gerade auf der anderen Talseite ist der Hof von Anina Maruk. Die junge Bäuerin hat heute eine Premiere. Ihren ersten Auftritt als Treichlerin. Um einen Rhythmus zu behalten, das ist relativ schwierig. Und wenn jetzt nicht so viel am Laufen sind, hört man auch schnell raus, wenn ein Fehler passiert. Aber ich glaube, wir sind nicht genug Leute. Und wenn ich einen kleinen Fehler mache, vielleicht hört man das nicht gerade raus zwischen allen anderen. Sie ist nämlich auch die einzige Frau in der Treichlergruppe. Die Schule ist heute Lümeras, ein Anlass in der Altjahrswoche, wo es darum geht, für Bedürftige zu sammeln. Die Treichlergruppe von Anina macht hier das erste Mal mit.
Ja, als einzige Frau, ja, das ist schon. Zwischen all diesen Männern ist schon speziell, aber für mich immer schon ein bisschen so gesehen. Nina ist sehr gut. Sie ist von Anfang an hat sie es gut können, eigentlich schon beim ersten Mal, was ich selber länger hatte, bis es wirklich geklappt hat. Sie macht es wirklich gut. Im Publikum ist auch der David Frank, der Skilehrer und Bauer aus dem Südtirol. Er möchte mit der Anina nach dem Treicheln noch das Haus weiter. Klar, deswegen bin ich heute in Schwal geblieben, damit ich schauen kann, wie Anina mit Kuhglucke durch ein Dorf läuft. Sie war, glaube ich, das einzige Mädchen in der Gruppe und ist schon sehr spannend, interessant. Ja, ist eine richtige Powerfrau, oder? Wie es sich gehört. Und Power und Ausdauer braucht Anina. So ein Treicheln ist 22 Kilo schwer. Ich bin es mir gewöhnt, ein bisschen zu arbeiten. Aber man merkt es mit der Zeit schon ein bisschen auf den Schultern. Aber es geht. Ich glaube, ich werde da noch mehr mitmachen. Ich glaube, es war eine gute Idee, mitzumachen. Mir hat es gefallen. Nicht? Nein. Alles gekauft. Wie schwer sind denn die so? Ja, so schwer, ne? Kann ich mal probieren, oder? Wie lange bist du schon dabei? Den Herbst habe ich angefangen. Ah, seit dem Herbst schon, ja. Wir haben noch ein bisschen Ausgang, oder? Du bist gerade so mitgekommen. Warum nicht? Ist doch gut, oder? Eine Bluse tue ich anziehen. Mir wäre es aber auch lieber, aber... Was aus dem chinesischen Skilehrer aus der letzten Staffel geworden ist und ein Wettbewerb, gibt es auf der Homepage. Als schöner Meitli-Rock hat selbst die alte Gänseli-Bock. Jololo, 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 Wir beide, der Erwin, mein Kollege da. Er fragt mich, wo hast du deine Leute? Dann sage ich, wo hast du deine? Wenn sie nicht kommen, oder bei dem hohen Schweinwetter, kommen sie halt nicht auf, oder? Die Gäste von Johnny Putzi haben Pauschalferien gebucht. Darum kommt es für sie nicht darauf an, ob der Skilehrer wartet oder nicht. Damit muss der Johnny leben. Und zahlt ist er ja eh. Ich bin einfach immer da, ich bin immer pünktlich und wer kommt, kommt, wer nicht kommt, kommt nicht. Und dann ist das tipptopp für mich so und für sie auch. Sie wissen ja morgen, wenn ich länger liegen will, können sie schlafen bleiben, wenn es wüstes Wetter ist. Und sonst der John ist immer da und ja, das geht auch gut. Sie haben ja meine Nummer, die Frauen haben meine Nummer. Und der hört mir dann schon an. Aufpassen mit dem Kopf. Nicole Jeanette muss die Skizweg machen. Aber schau, die haben recht, die haben schon ein bisschen Durst. Schon? Ja, bitte. Lass mir mal anschauen. Heute Abend kann Nicole mit dem Demo-Team von Schule trainieren. Das ist zweifache Schweizer Meister im Formationsfahren. Für mich ist es im Demo-Team zu fahren eine rechte Ehre, weil dort fahren eigentlich fast die besten Skilehrer von Schule mit. Und ja, als Frau dürfen dort mitfahren, ist schon noch eine rechte Ehre, weil sie fahren ziemlich schnell und es braucht auch Mut, um dort zu fahren. Da sieht man eigentlich, ja, wie sie diese Steine erwischt hat. Da. Es sieht aus wie eine Art ein Brotmesser. Das Schlimmste ist, wenn du bremst. Du musst einfach langsamer bremsen. Ja. Mit dem Vater Skizweg machen. Das ist fast wie früher, als Nicole noch Spitzensport gemacht hat. Ja, es ist eine gewisse Verbindung und es kommt eigentlich immer wieder Erinnerungen von früher drauf, wo ich Skirennen gefahren bin. Und irgendwie ist das noch eine schöne Arbeit.
was ich früher eigentlich nicht so gerne gemacht habe. Und jetzt streiten wir fast immer, wer es machen kann. Und jeder meint, er kann es besser machen. Siehst du, jetzt ist das die Metallspölle, die im Belag drin waren. Und jetzt... Ja, das ist deine Technik. Ja, aber das machen wir. Das habe ich, wenn ihr Rennen gefahren sind früher. Ja, aber weißt, ich fahre nicht mehr immer, ja, aber die Spölle müssen raus. Ja, aber das und das geht mit einem weichen Wachsen, gell? So, jetzt ist es pronto zum Wachsen. So, jetzt kannst du wachsen, was du willst. 2 Drittel Gel und ein bisschen Ja, Rot. aber beim Training ist es nicht so heikel. Du musst einen harten Wachs drauf tun. Ich würde dann nur Rot drauf tun. Nein, du mischen. Mischen? Ja. Schon. Von mir aus. Mischung ist immer gut. Ja, er braucht einmal schon recht lang, um einen Ski zu wachsen. Und ich bin da nicht so heikel. Ich mache da ganz schnell eigentlich die Technik. Ja, ich finde, das ist typisch Nicole. Eigentlich. Ja, das muss schnell. Ja, nicht schnell, aber sie nimmt das nicht so genau. Und ich bin eher auf guten deutschen Tüpfelschießer, oder wie man sagt. Das Fahren im Demoteam hat es in sich. Der Vater hat gemischte Gefühle. Dass ich mitfahren darf, habe ich schon ein gewisses Stolz als Mädchen. Ja, aber es ist schon saugefährlich. Pass auf die auf, fahr langsam da rein und musst dann aufpassen heute Nacht. Ja, ciao. Oh, grazie. Vom Münstertal fährt Nicole für das Training über den Reschenpass zurück ins Unterengadin. Und hopp, 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 hopp. Für einen Abschlusstag übt auch der Johnny Putzi Formationsfahren. Aber ein Skischüler ist von diesem Programm überfordert. Ja, ich habe noch einen, der ist nie bei mir gefahren früher, der hat auch nicht bei mir gelernt, aber der kann auch nicht. Aber der ist nicht wegen mir. Aber er hat vielleicht doch ein bisschen, vielleicht gar nie gemacht, ich weiß nicht. Aber ich bringe ihn fast nicht weiter, weißt? Er kippt mir immer auf den Grind, aber er steht dann wieder auf und dann ist ja alles gut. Nicht? Statt Formationsfahren gibt es darum Anfängerunterricht. Hallo, die Schulter neutral, nicht so, sondern geradeaus. Jawohl, auseinander, jawohl, zusammen, ja. Das Gewicht ist auf dem Talski, ja. Und du hast das Gewicht mehr auf dem Bergski, hast du Angst vor dem Berg. Dann machst du so da, gell? Du musst immer schauen, dass du neutral bist, so, ja. Jetzt geh mal da nach vorne, dann ich dich kurz rannehmen, ja. Ich stehe da und mache so. Und dann kommst du her und probierst den Stock zu fassen. Ja. Und ich fliehe dann. Geh hoch und dann musst du immer dem Stock nachgehen. Beim Johnny ist nicht gäng als nur Party. Auch die schwierigen Fälle gehören zum Job des Skilehrers. Und hopp, jawohl. Und wieder tief, hopp. Wenn du rauskommst. Ja. Jetzt hoch und wieder tief. Ja. Jetzt müssen wir uns einmal ganz verrückt konzentrieren. Ja. Dass wir ganz konzentriert fahren. Wir fahren nicht zu schnell. Schnell fahren kann jedes Kind. Aber ganz gemütlich, jedes Detail, Stock, das ist sehr wichtig. Vorlage, kein Körper überdrehen, Oberkörper ruhig, immer ins Stall gucken und nicht seitwärts, gell? Hopp, hopp, nicht so schnell, Susi, hopp, 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 hopp. Morgen sollte jeder Skilehrer mit seiner Gruppe eine Kür präsentieren. Das als Wettbewerb zum Abschluss. Bravo, Susi. Gut, ja. Aber die Begeisterung für das Formationsfahren hält sich bei Gruppen in Grenzen. Also wir diskutieren noch, ob wir überhaupt mitmachen. Wir wissen noch gar nicht, ob wir überhaupt dabei sind. Weil wir sind ja eigentlich so eine Truppe, so eine lustige Truppe, die halt fährt, weil es Spaß macht und weil wir natürlich uns immer freuen, jedes Jahr mit Johnny zusammen fahren zu können. Und
Da wissen wir noch gar nicht, ob wir da überhaupt dabei sind. Vielleicht machen wir mit, müssen wir mal sehen, müssen wir mal mit den anderen besprechen und dann sehen wir weiter. Wir sind noch nicht einer Meinung alle. Es gibt ein paar, die möchten nicht mitmachen und wir würden es aber gerne für den Johnny schon alleine machen. Also deswegen möchte ich es gerne machen, weil ich es für den Johnny mache. Hopp, hopp. Für den Johnny ist es eine Frage von Ehre. Hopp, hopp, hopp. Schlimmer, wenn man nicht mitmacht, meine ich. Mitmachen ist vorgewinnen und das muss Spaß machen und anders gar nicht und fertig. Ja. Und wie war's? Ja, ich glaube nicht schlecht. Na gut. Wird besser. Gewinnen wir, ha? Die Schweizer Meister im Formationsfahren trainieren häufig am Abend. Der Druck bei Nicole ist gross. Ja, Respekt habe ich schon vor dem Kurt. Er ist unser Demochef und er will wirklich, dass es 100%ig klappt. Und sonst wird er recht hässlich. Ah, bist du bereit? Gut. Wir lassen jede Form zuerst ablaufen, dass jeder weiss, wo das er ist, gell, Nicole? Und nachher fahren wir sie gerade. Go! Und 1, 2, 3. Der zweifach Schweizer Meister trainiert heute für eine Skishow in Samnaun. Es ist ein eingeschworenes Team. Doppelt schwierig für Nicole. Sie ist nämlich nur eine Ersatzfahrerin. Mit Laufen hat es eigentlich alles gut geklappt. Jetzt hoffe ich, dass nachher beim Fahren das auch so gut klappt. Auf der Piste darf sich Nicole keine Fehler leisten. Auch für Nicole wird es schwierig, halt, wo sie das erste Mal bei uns fährt, die Geschwindigkeit, alle relativ eng zusammen. Wir sind schon ein Team, das lange miteinander fahren. Jeder kennt ein bisschen, wer wo ist. Und das ist für sie schon eine Schwierigkeit, vor allem die Geschwindigkeiten und das exakte Fahren. Zuerst mal, wenn man oben steht und wenn es dann anfängt mit Schreien bereit und dann denkst du, ja, dann kommt schon ein bisschen die Nervosität auf, aber sonst... Claire, hi. Von der Sprinters Jean. Hi. Bereit? 3, 2, 1, go! Das Fahren in Formation ist gefährlich. Ein kleiner Fahrfehler kann böse ins Auge gehen. Und es passiert schnell. Der Kurt ist gar nicht zufrieden. Aber die Kritik trifft nicht direkt Nicole. Viele Kreuze. Wir sind hinten der 9. Einmal über. Ja. Und zurück. Ja. Und dann über und dann schon einreihen. Nicht wieder einmal zurück. Aber die war schon richtig, hast also ihm nachdenken. Ja, du hast wahrscheinlich das andere gesehen, dass er noch mal gehen will. Du bist auch gegangen, du musst gerade ihm nachdenken, oder? Du bist eigentlich schon richtig gewesen. Du hast das andere ist weg. Du bist nicht mehr sicher gewesen. Ja. Du musst schon konzentriert sein. Sonst ist dann schnell etwas passiert. Wir fahren mit hohen Geschwindigkeiten und relativ exakt. Wenn man da nicht konzentriert ist, dann kann schnell etwas passieren. Die Videoanalyse zeigt, wer wo falsch gefahren ist. Ja, rot ist fast schlecht. Ja, der Kurt ist ein guter Trainer heute. Er hat Nerven. Jetzt sind wir eben schon zweimal recht scheiße gefahren. Die letzte Abfahrt der Show. Jetzt muss es klappen. Ich sehe es auch so, aber... Kommt gleich das Demo-Team aus Schwol ins Ziel. Applaus für die Schwoler, die amtierenden
Die ganze Funktion hat relativ gut gestimmt. Unten, Nicole war ein bisschen zu spät, nicht ganz Schatten, aber ja, das ist verbessert. Ich kann man nachher verbessern. Es ist ganz etwas anderes, wie wenn du immer allein fährst. Das können alle gut. Und da ist es eigentlich nochmal ein neues Lernen, mit dem Team zusammen zu fahren. Und das ist so etwas, wo wieder Adrenalin gibt. In einer Woche hat Nicole ihren grossen Auftritt im Demo-Team. Neben dem gibt es in der nächsten Folge aber zuerst einen Blick zurück in die Vergangenheit von Nicole. Sie wäre fast tödlich verunglückt. Ich habe einen recht grossen Schutzengel und bin eigentlich froh, dass ich noch da bin. Ich wollte zeigen, wie du abpacken kannst. Ja. Ich kann das nicht so gut wie du. Nicht so gut. Nina Maruk zeigt dem David Frank ihren Hof. Ein Date im Stall sozusagen. Wenn die Futterqualität so gut ist, müssen wir schon mal Heu schlafen, wir zwei zusammen. Ja, unbedingt. Das wäre doch was. Unbedingt. Nein. So, viel Spaß beim Schwitzen. Wow, sehen wir nicht. Ja, sehen wir nicht. Schwitzen muss Nina als Maskottchen von Skischule. Der Johnny Putzi schaut auf seinen Sommeralp zum Rechten und freut sich schon auf den Frühling. Ich habe im Winter dafür heimlaufen, da habe ich Skischule genug. Und dann habe ich Rambazamba und dann gehe ich gerne da auf und bin allein. Das und noch viel mehr Geschichten gibt es nächste Woche wieder bei SRF bei den Leuten, die Skilehrer. Schiessen musst ein Jäger sein, willst du ein Gemsbock schiessen, musst du auftrauen. Den geben sie ein Zahnpaar geschwind, die haben das kleine Wind, die fangen Pfeifen an, grad wie der Wind. Triolodi, haredi, Triolodi, Triolodi, die Batterie ausgegangen. Sie sahen SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region», dem Migros-Label für regionale Produkte.